Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum zweiten Video heute, beziehungsweise zum dritten. Und ja, heute habe ich ein bisschen, das habe ich schon lange im Kopf gehabt, über ein Thema reden. Oh, jetzt kommt das Klassiker vom Moment schnell. Wahrscheinlich gehe ich auch vielmals verliere ich wahrscheinlich vielmals den Faden auch. Genau, ein Thema, das ich darüber reden wollte. Und zwar ist das Thema unnötige Sachen sind erlaubt und gute Sachen sind nicht erlaubt. Das ist zum Beispiel, was ich mega unnötig finde. Zum Beispiel ist, es gibt zum Beispiel, man darf zum Beispiel ohne Helm Velo fahren. Zum Beispiel. Also ich fahre jetzt auch ohne Helm Velo, weil ich fahre so selten Velo und ich habe keinen Helm, beziehungsweise habe auch kein Velo mehr oder kein Schlaus mehr. Und das finde ich zum Beispiel mega bescheuert. Du achtest auf so viele Sachen im Leben, mit der Arbeitssicherheit und alles und dass das Auto immer moderner wird und alles. Und dann hast du keinen Velohelm. Du fährst ohne Velohelm. Oder? Genauso bescheuert finde ich, dass zum Beispiel es gibt so Helme für Roller oder für, weiß ich nicht für was, wo unten offen sind. Nicht wie ich habe, komplett zu, sondern sogenannte Schalenhelme, die unten offen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt auf jedem dürfte fahren oder ob das jetzt einfach ist für Roller, für irgendwelche Motorisierungen. Das finde ich auch mega bescheuert, weil grundsätzlich, es nützt dir ja nicht viel eigentlich, und denkst, nützt dir nicht viel, weil du unten gar nicht... Gib doch Gummi! Jetzt bin ich hoch erschrocken, weil ich denke, dass sie schon langsam weiter sind. Wie gesagt, dass es eigentlich komplett so geschützt ist, ist einfach unten nicht geschützt. Oder? Das sind Sachen, die sind zwar erlaubt, aber ich finde es mega komisch, dass es erlaubt ist. Genauso ist es erlaubt, gibt es bei den Autos, denkst du oft, hat das Auto gar kein Licht, weil das Tagvorlicht automatisch einstellt bei einem modernen Auto, hinten kein Licht und vorne hat es Licht. Das finde ich auch so, ich finde es so blöd, weil ich denke mir vielmals bei so Sachen, es ist ja eigentlich ist es nur auf dem Papier nicht erlaubt. Alles ist nur auf dem Papier nicht erlaubt. Aber dann denkst du manchmal bei ein paar Sachen so, warum ist das jetzt erlaubt, warum ist das nicht erlaubt? Wie zum Beispiel, ich will ohne Licht fahren, aber die Polizei will mich nur von hinten sehen. Ich will sozusagen verboten unterwegs sein, weil es bei mir auch muss Licht haben, aber ein modernes Auto wäre es jetzt nicht verboten. Blödes Beispiel. Was ich zum Beispiel, das habe ich letztens gesehen, schon schauen, ob es noch filmt, ja, filmt noch. Habe ich letztens gesehen, habe ich verdammt bescheuert gefunden. Und zwar wisst ihr ja, dass man bei dem Auto alles musst du eigentlich eintragen im Auto. Und du einen Heckspoiler machst, wenn du irgendetwas am Auto machst, kannst du jetzt nicht einfach einen Heckspoiler machen oder du kannst nicht einfach irgendwelche Seitenschweller oder so machen. Du musst alles Papier dazu haben und auch das meiste eintragen, oder? Und ich habe beim Opel zum Beispiel, auch beim Audi zum Beispiel, den Heckspoiler wegmachen, weil ich das einfach nicht mehr zugeladen bekomme. Oder? Habe ich das wegmachen. Aber dann ist mir letztens einer das ist so ein Wahnsinn, von Kanton Glarus bis auf Schaffhausen. Also der hat Kanton Glarner Nummer drauf gehabt, ist auf Schaffhausen gefahren. Und zwar von irgendeiner Reinigungsfirma, irgendein privates Auto, hat einfach Kleber drauf, Reinigungsfirma, oder? Und hat vorne einen Schneepflug drauf gehabt. Also so eine breite Schaufel halt, mega extrem überbreit, über das Auto. Und ist auf der Autobahn gefahren und ich habe mich nicht mehr klar bekommen, wie das möglich ist. So jemand fährt, so ein Huren, ich sage jetzt mal, Spoiler, gibt es gar nicht, so krasse Spoiler würde es gar nie auf der Welt geben. So wie die Schaufel vorne dran hat. Und das ist erlaubt, so etwas, wo du das Auto wegrammen, wenn du nicht darauf achten willst. Ja, logisch, das ist jetzt nicht 10 Meter breiter als das Auto, aber auf jeder Seite ein paar Zentimeter breiter als das Auto. Dass ich nicht etwas Falsches sage.
Und so etwas ist erlaubt. Genauso wie das Vinti ist einer gefahren, wo hier so Schaufeln wie vom Bagger oder eine riesengroße Schaufel hinten am Auto gehabt, oder hinten, nicht am Auto, hinten am Traktor. Halt nicht vorne, sondern hinten. Und da eigentlich mit dem Velo oder mit irgendwas kannst du bremsen und fahrst dort rein. Das ist zwar nicht scharf wie ein Messer, die Kante, aber wenn du bremst und du fährst mit 40, 50 ihm hinein, in die Schaufel rein, dann Halleluja. Also das ist dann richtig krass. Und die Schaufel war wieder nicht angeklappt gewesen, noch hat sie irgendwelche Schaumstoffschützer dran gehabt oder irgendwas. Also kann ich auch so sagen, hoppla Schorsch, wirklich. Also das sind Sachen, wo ich finde, sind zwar erlaubt, aber völlig bescheuert, oder? So, was ist zum Beispiel nicht erlaubt, was ist jetzt nicht erlaubt, was ich finde, das sollte erlaubt sein. Was gibt's da? Könnt ihr das gerne auch in die Kommentare schreiben oder auch mir auf Instagram @obscuro94, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt. Ich weiss es gar nicht. Was gibt's da? Ja, das sind jetzt nur ein paar kleine Ideen gewesen, was es so gibt, was ich mega bescheuert finde. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt oder etwas wisst, dann würde ich sagen, wer ist das gewesen? Bis zum nächsten Mal, euer Obscuro94. Ciao miteinander.